Wie schon angekündigt, wir werden heute ein krachendes Kontrastprogramm haben zur Kraft der Stille der letzten 4 Wochen. Oder letzte Woche sind wir hier im Sofa gehängt, haben uns Zeit genommen, sind im Frieden mit uns, der Welt und Gott. Und heute reden wir über etwas anderes und noch die nächsten 3 Mal. Beautiful Resistance, Widerstand. Nicht mehr von Stille, sondern Action, könnte man meinen. Beautiful lenkt uns noch ein bisschen auf eine andere Fährte. Es geht nicht um Mord und Totschlag. Es geht nicht ums Schlachtfeld, wenigstens nicht das, was man sieht. Es geht auch um unsere Herzen. Und es ist zusammenhängend mit dem, was wir in den letzten 4 Wochen hatten. Es führt uns nämlich, wenn wir uns diese Fragen stellen, immer zu Gott. Auf das Sofa, in die Stille oder wie auch immer du es machst. Aber Beautiful Resistance soll ein bisschen die Geschichte aufnehmen, wo der Mensch eben auch drin ist. Dass eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass es da und dort, oder vielleicht sogar noch recht viel sich auch lohnt, aufzustehen, wiederzustehen, entgegenzustehen. Wir reden über die 3 Feinde vor Seele. Das ist so ein kirchengeschichtlicher Begriff aus der Theologie heraus, so die 3 Feinde vor Seele, wo man so ein bisschen sagt, auch im Neuen Testament kommt das immer wieder auf. Nie so ganz zusammen, aber immer wieder da und dort. Die 3 Sachen sind fast so ein bisschen zusammen, was uns da auf der Erde, auf dieser Welt entgegensteht. Und man redet hier von Welt, vom Fleisch und vom Teufel. Das Trio kommt immer wieder vor, wenn es darum geht, uns von Gott wegzuziehen. Es ist so, dass wirklich die 3 Sachen, die 3 Mächte oder Strömungen oder was auch immer man das nennt, sich vor Gott herstellen, zwischen dir und Gott und die Krone von Gott nehmen oder eine andere selber basteln und selber auflegen. In der Hoffnung, dass du nicht merkst, dass der mit der Krone vor dir steht, nicht Gott ist, sondern etwas anderes, das dich möchte irreführen. Der Teufel, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen einfach. Oder? Der Vater von Lüge, den kennen wir aus dem Paradies. Das Böse hinter allem. Er verdreht, er behauptet, er verführt. Das Fleisch, das ist ein bisschen komplizierter und ich würde auch ein bisschen warnen davon, zu sagen, alles, was mit dem Fleisch zu tun hat, ist schlecht. Und damit meine ich nicht den Grill, sondern das Fleisch meint uns. Unsere Bedürfnisse, und die sind nicht einfach schlecht. Ganz wichtig, wir müssen nicht gegen uns sein. Aber es gibt den einen oder anderen Stolperstein. Egoismus, Rücksichtslosigkeit, das ist echt der Anfang einer grossen Liste, wir kennen es. Das Fleisch ist manchmal auch etwas, wo wir müssen, dürfen, widerstehen. Und die Welt, und bei der Welt ist genau das Gleiche. Die Welt ist ein Ort mit Werten und Systemen, mit Normen, die nicht unbedingt Gottes Normen, Gottes Werte sind. Nicht unbedingt, das ist sehr bewusst gewählt. Es ist nicht einfach alles so weit weg, wie es nur irgendwie geht. Aber es ist manchmal schwierig herauszufinden, was ist eine Norm, die auch Gott entspricht und was nicht. Was können wir uns anhängen, wie es die ganze Welt macht und wo macht es zwar die ganze Welt, aber vielleicht müssten wir gleich stoppen. Das wollen wir thematisieren und dabei auch vorsichtig sein. Im Umgang mit diesen Worten würden sie grosse Worte. Und wir wollen aber auch nicht nur einfach die Worte und vor allem jetzt heute den Teufel kennenlernen, sondern wir wollen auch vor allem darüber austauschen, hey, ja, wie kann man denn eben konkret widerstehen, sodass es dann in meinem Leben auch funktionieren kann. Wie ich es vorher schon gesagt habe, der Frieden, der echte Frieden, das echte Versprechen finden wir am Schluss immer bei Gott und dort wollen wir hin. So, das ist so das, was wir werden behandeln in den nächsten paar Wochen. Heute starten wir mit dem Teufel. Der Teufel und seine Lügen. Ein bekannter Name vom Teufel ist der Diabolos, oder? Also so ein griechisches Wort, wo eigentlich der Teufel uns vorstellt als der uns verleumdet, der durcheinander bringt. Heute würde man auch sagen, der Lügner. Einfach ein Lügner. Er erzählt Sachen, die nicht stimmen. Und das können wir schon im Paradies lesen. Ich habe es vorher gesagt, oder bei Schlangen. Er hat einfach gelogen und betrogen. Und ja, das haben wir jetzt davon. Und er macht es weiter. Wir lesen nachher noch zusammen eine Geschichte von Jesus in der Wüste, eine sehr bekannte Geschichte. Und auch dort hat der Teufel gelogen und betrogen. Das ist seine Masche.
Und ich habe darum zum Einstieg zum Thema ein Bild mitgenommen von 4 Männern. Man sieht das hier auf dem Screen. Und so ein bisschen die Frage, ja, wenn jetzt der Teufel ein Mensch wäre, also in dem Moment ein Mann, welcher wäre es? Der grimmig 1, der freundlich 1, der grimmig 2 oder der grimmig 3? Irgendwie so heissen die, oder? 3 von denen, da siehst du von weitem, da stimmt etwas nicht. Die sind entlassen. Der da so freundlich reinschaut und so aussieht, als würde er das Beste für uns wollen. Der du sagst, ja, mit dem würde ich mal noch ein Bier nehmen oder einen Kaffee. Das sind KI-Figuren. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, echte Menschen zu nehmen. Aber der Teufel würde dem, was so ein bisschen im Vordergrund steht, am ähnlichsten sehen. Nicht jetzt ganz genau so, aber er würde so wirken. Er würde nett wirken, zuvorkommend. Er würde nur das Beste für dich wollen. Er wäre wahrscheinlich liebevoll, wahrscheinlich mega weise. Und du würdest ihm wahrscheinlich sein Leben anvertrauen, wenn du gerade so einfach spontan müsstest entscheiden. Das ist der Teufel. Das einfach, dass wir nicht auf die Fährte kommen mit den Hörnchen und dem roten Gesicht und dem Dreizack, oder? Wenn der Teufel ein Lügner ist, dann lügt er als erstes darüber, wer er selber ist. Wir können es beten, das ist schon weg, das ist gut. Es ist wichtig, dass wir unseren Feind kennen, oder? Der C.S. Lewis hat hier einen Kommentar zu dem, zum Kennen vom Teufel. Und ich lese euch das vor, ein Zitat. Es gibt unter uns Menschen 2 Irrtümer über die Teufel, die beide gleich falsch sind, aber auf eine ganz unterschiedliche Art. Der erste besteht darin, nicht zu glauben, dass es sie gibt. Der zweite ist eine ungesunde Neigung, sich ständig mit ihnen zu beschäftigen. Den Teufeln selber sind beide Extreme gerade recht. Der knallharte Materialist, der nur glaubt, was er sieht, und der Anhänger der schwarzen Magie. Sie sind ihnen beide hoch willkommen. Der Lewis warnt hier gewissermaßen vor diesen Extremen, vor sich damit beschäftigen, fasziniert sein, herausfinden, wie ist er. Und fast schon ist Trudel reinzugeraten. Und auf der anderen Seite zu sagen, ach komm, der Teufel, das ist ein Märchen von früher. Ignorieren. Er sagt, beides ist dem Teufel gerade so recht. Beides steht dafür, dass wir ihm auf den Leim kriechen. Und mit diesem Hintergrund wollen wir heute uns ein bisschen an das Thema heranwagen. Wir wollen nicht primär probieren, den Teufel in allen Belangen zu erklären. Wir streifen es. Aber wir wollen vor allem schauen, was hilft uns, dem zu begegnen, was er für uns parat hätte. Und das bringt uns zu dieser Geschichte von Jesus, der seinem Feind, dem Teufel, widersteht. Nachdem Jesus getauft wurde, ist er in die Wüste geschickt worden, zum Fasten, zum Zeit mit Gott zu verbringen. Ich lese die Geschichte vor. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, so dass du nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Der Teufel ist für Jesus Realität gewesen.
Das bringt die Geschichte klar raus. Die Geschichte ist eine Erzählung, eine Nacherzählung. Und man fragt sich, ja, wie ist jetzt der Teufel genau gekommen und also wie ist er und so weiter. Die bringt nicht alles. Aber Fakt ist, der Teufel ist vor Jesus gekommen und hat ihn versucht. Und der Teufel, wir müssen nur ja nicht das Gefühl haben, dass er dumm war, oder? Das war nicht ein plumper Versuch. Er hat seine Chance gewittert. Er hat das Gefühl gehabt, jetzt habe ich die Chance, um Jesus zu Fall zu bringen. Also die Geschichte, auch wenn sie hinterher so logisch ist, dass Jesus nicht reingeht, wie wir ja alles schon wissen, oder? Das war etwas Spannungsvolles. Das war auf Messers Schneiden. Der Teufel hat seine Chance gewittert. Und er hat sich präsentiert, als wäre er Gott. Und seine Darstellung war einigermaßen glaubhaft, gehe ich mal davon aus. Weil sonst wäre sie für Jesus keine Versuchung gewesen. Also wir können davon ausgehen, dass der Teufel nicht einfach mit seiner Fratze vor Jesus auftreten ist, sondern dass er sich probiert hat, so zu stellen, dass Jesus könnte reingehen. Entsprechend ist vielleicht auch nicht von Anfang an in diesem Kampf zwischen Jesus und dem Teufel klar gewesen, wer der Gegner ist. Weil sonst wäre es so fertig gewesen. Also es war auch ein bisschen ein Herausfinden. Das ist auch ein bisschen Interpretation, aber der Teufel hat es 3-mal probiert. Jesus hat ihn erst am Schluss abgestellt und gesagt, verschwinde jetzt. Also das war eine Geschichte, da ist etwas entstanden. Und wenn wir das Gefühl haben, Jesus war nicht empfänglich für diese Angebote, dann bin ich nicht sicher, ob das stimmt. Er hat Hunger gehabt, steht sogar. Ich nehme an, er hat das Brot schon geschmeckt. Er hatte die Möglichkeit gehabt. Und die ganzen Sachen, die er der Teufel gelockt hat, mit Macht, mit Freiheit, mit alles kann ich, was ich will. Wir kennen vielleicht die Verlockungen als ganz normale Menschen. Also was der Teufel da hatte, war attraktiv. Es war handfest. Der Teufel hat aber nicht nur ihm angeboten, dass du doch haben kannst, was du willst und sein werden willst. Er hat ihn noch hingefragt, also wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und dort sind die einen dafür speziell knackig drauf. Also wenn man mich dahinter fragt, mir nicht glaubt, ich muss beweisen, dann geht es dann manchmal noch schneller, oder? Du wagst dich nicht. Das ist so ein Spruch, wo jemand einen aufsteht. Also der Teufel hat Jesus provoziert. Echt provoziert. Bibelverse zitiert. Ist Gott gleich dahergekommen, hat ihn versucht, zum Zweifeln zu bringen. Aber Jesus ist nicht darauf hineingegangen. Das kennen wir, das ist keine Überraschung. Aber was hat Jesus da gemacht? Warum ist er nicht darauf hineingegangen? Jesus war geschwächt körperlich. Und ich glaube auch seelisch in einer sensiblen Lage, nach einer intensiven Zeit, 40 Tage in der Wüste, mit Gott dran am Ringen. Ja, irgendwie ist man dann zwar auf der einen Seite erfüllt, weil man Zeit mit Gott hatte, und gleich ist man wahrscheinlich auch einfach schwach und vielleicht nicht gerade im Moment vom grössten Widerstand. Und der Teufel ist dort rein. Jetzt die Vermutung, dass Jesus ja Gott war, also das ist nicht eine Vermutung, sondern eine Tatsache, aber weil er Gott war, ist ja der Teufel keine rechte Gefahr gewesen, könnte man sagen, oder? Es ist ein bisschen ein Mysterium, aber Jesus ist sowohl Gott als auch Mensch gewesen. Und wenn ich mir vorstelle, dass der Teufel Gott gegenübersteht und ihm Brot anbietet, dann denke ich mir, das ist ein bisschen eine Farce. Ich glaube, der Teufel ist vor einem Jesus gestanden, der in diesem Moment Mensch war. Mit Bedürfnis, mit Nöten, mit Hunger. Und Jesus hat nicht einfach Gott-Karten spielen, sondern er war dort Mensch. Jesus hat den Teufel durchschaut. So reizvoll sagen, was von ihm war, Jesus hat klipp und klar, fadengrad, 3 Volltreffer gelandet, als Reaktion. Er hat die Bibel zitiert, richtig. Er hat die Wahrheit der Lüge gegenübergestellt. Jesus hat die Bibel sicher gut gekannt, aber ich würde sagen, die Bibelverse, die waren für uns jetzt die sichtbare Waffe gewesen. Er hat die zitieren, weil die Bibel kennt hat und hat das dem Teufel so entgegengeschleudert, oder?
Aber er hat nicht nur die Bibelverse auswendig gekannt. Er hat die Bibel gekannt. Er hat die Wahrheit gekannt. Er hat Gott gekannt. Und das ist das, was darunter steckt. Und wir kommen zu diesen 40 Tagen. Der ist mit Gott unterwegs. Der hat gewusst, wer sein Vater im Himmel ist. Er hat gewusst, was Wahrheit ist. Und darum hat die Lüge am Schluss keine Chance gehabt. Die tiefe Gewissheit, die Jesus in seinem Herz hatte, wer er ist, wer der Vater im Himmel ist, die ist es, was sie ihm gesprochen hat. In Form von diesen Worten. Aber die Standfestigkeit war nicht in den Worten, sondern es war weiter hinten. Er hat gewusst, was die Wahrheit ist. Jesus ist standhaft geblieben, weil er die Wahrheit kennt hat. Und die Lüge ist daran abgebraut. Was uns Jesus hier demonstriert, ist geistlicher Kampf. Ruhig, gelassen, stilsicher. Habt ihr der Lüge die Wahrheit entgegen. Geistlicher Kampf in dieser Geschichte, wenn der Teufel mit Lüge kommt, ist der Kampf um die Wahrheit. Er ist nicht laut. Und ich staune, wie, klar, es ist eine Beschreibung, es ist eine Geschichte, die hinterher erzählt wird, aber Jesus war nicht aufgeregt, er ist nicht wild, er hat nicht gekämpft, es war kein Schlachtfeld. Die Wahrheit war so mächtig, dass er sie nur aussprechen musste. Und er hat gesessen. Das ist der geistliche Kampf, wo Jesus da kämpft. Ein stiller, ein ruhiger, einer, der verankert ist in der Wahrheit. Verbündet mit dem Mächtigsten, mit dem Vater im Himmel. Wahrheit, das ist so ein Begriff, oder? Ich meine da heute nicht im Sinn von, es alles noch ein bisschen besser wissen. Also, es gibt ja verschiedene Wahrheiten, oder? Je nachdem, wo das man schaut und mit wem das man redet. Das ist nicht das Thema. Wahrheit im Zusammenhang mit Lüge und mit Ich, als der widersteht, ist eine Beziehungsgeschichte. Wahrheit über mich, über meine Mitmenschen, über Gott, ist nicht Wissen im Sinn von auswendig lernen, sondern es ist Beziehung mit dem, wo Wahrheit ist, mit Gott, dem Vater im Himmel. Das ist ein Unterschied. Es ist nicht nur das Werkzeug haben, sondern es ist auch die Überzeugung haben, es ist die Identität haben. Und die Bibel hilft uns bei der Findung von dieser Wahrheit. Die Bibel stellt uns Gott vor, der Vater, Jesus. Ganz ein bisschen auch der Teufel. Aber vor allem stellt sie uns den vor, der eben Wahrheit ist. Und das Beispiel von Jesus zeigt, dass die Beziehung eben der Schlüssel ist. Dass, obwohl er mit Wort geantwortet hat, tief in ihm, ist es sattelfest gewesen, ist es klar gewesen. Und das ist manchmal noch schwierig, weil man merkt ja auch, so Lügen, die über unserem Leben oder über anderen stehen, die sind manchmal argumentativ eigentlich noch recht schnell zu durchschauen. Also man sieht es ja im Kopf. Aber dass es im Herz ist, dass es in uns verankert ist, das ist nochmal ganz ein anderes Thema. Ein paar Beispiele. Ich brauche jetzt unbedingt, oder das macht mich jetzt glücklich. Oder ich muss jetzt das tun, weil ich bin schliesslich der Einzige. Oder ich weiss, dass ich schlecht bin. Oder du bist einer von denen, wo. Es sind so viele so Phrasen, das ist jetzt ein bisschen plakativ, oder? Aber so Lügen schleichen sich überall ein. Man denkt Sachen, man geht von Sachen aus. Und von außen denkt man manchmal, ja gut, also das kannst du selber nicht glauben, oder? Im Kopf. Aber gerade wenn es um unsere Identität geht, oder der Teufel, der Jesus fragt, bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du wirklich ein geliebtes Kind von Gott? Das braucht manchmal ein bisschen mehr. Ja, ist die Antwort. Aber dahin braucht es manchmal ein bisschen mehr. Und welche Frage auch immer du im Moment vielleicht mitnimmst oder dich umtreibt oder vielleicht manchmal immer wieder aufpoppt, es ist nicht einfach im Kopf. Du kannst den Schalter kippen. Es ist tiefer unten. Identität ist nicht aus Auswendiglernen von meinen Eigenschaften,
Es ist etwas, das ich in Beziehung zu Gott kennenlernen kann. Also um standhaft zu bleiben, wenn so Lüge kommt, lädt uns Jesus ein, es so zu machen, wie er es gemacht hat. Wahrheit suchen, Identität finden und fragend bleiben. Das ist für mich so ein Kreislauf, der sich irgendwie mehr aufgedrängt hat in diesem Prozess, wo Jesus da drin ist, wo er uns Menschen einlädt. Es ist ein Kreislauf und das heisst, es ist nicht abgeschlossen. Wahrheit weitersuchen, weiterhin dürfen empfangen, was unsere Identität ist, was die Wahrheit über uns ist. Und dann weiterfragen. Ja, nicht das Gefühl haben, wir haben jetzt. Wir starten beim letzten von diesen 3, beim Fragend bleiben. Das ist nämlich auch der Anfang. Der Start, um eine Lüge zu entlarven, ist eigentlich ganz etwas einfach. Die Frage, stimmt das? Es ist so simpel und doch manchmal so weit weg, weil wenn jemand die Frage stellt, dann wird es ganz schnell mal ein bisschen länger, oder? Dann kommt der Prozess in Gang. Wenn du die Frage bei einer komplizierten Sache stellst, kommt der Prozess in Gang. Stimmt das? Du kannst einsetzen, was du möchtest. Stimmt das? Vielleicht stimmt es. Dann ist es gut, haben wir das geklärt. Aber vielleicht bringt es einen Prozess ins Rollen, der uns auf eine neue Fährte führt. Vielleicht bringt es auch unsere Überzeugungen, unsere Werte ein bisschen ins Gewackeln. Aber fragend bleiben ist, glaube ich, der Start, um auch immer wieder mal probieren, auf den Weg zu gehen und zu sagen, okay, es könnte sein, dass es nicht stimmt. Es könnte sein, dass Gott etwas Besseres für mich parat hat. Dass er anders über mich denkt. Die Frage kann der Anfang sein. Wahrheit suchen, das klingt auch mega einfach, oder? Und manchmal denkt es mir, es ist auch so ein bisschen, hey, ich habe eine Frage, dann schlage ich die Bibel auf und dann wird dort eine Antwort stehen. Auf eine Art, ja. Ich habe es vorher gesagt, weil die Bibel stellt uns den Vater im Himmel vor, stellt uns Jesus vor. Er ist die Wahrheit. Also die Wahrheitssuche ist nicht die Suche nach Paragraphen und Versen, natürlich steht es dort beim Bibellesen, aber das dahinter. Jesus ist die Wahrheit. Er stellt sich uns als der vor. Johannes 14, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, der wahre Weg. Wenn uns die Frage dorthin führt, dann glaube ich, dann ist echte Veränderung drin. Dann kann etwas passieren. Wenn uns die Frage auf die echte Suche nach Wahrheit führt, in die Nähe von Gott, in seine Gegenwart. Dort gibt es etwas. Und das ist der dritte Punkt. Es klingt jetzt manchmal ein bisschen so, dass man, ja, dann kommt eine Lüge auf einem zu und dann geht man schnell zu Gott, das zu klären, dann geht man wieder weiter und dann kommt die nächste und dann, das ist mega nervös. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott pflegen, auf der Suche nach Wahrheit, dann wird Gott uns verändern. Er wird uns nicht einfach nur eine Antwort geben auf die aktuelle Frage. Ja, musst du da, nein, musst du dort, nein, da musst du aufpassen. Er wird an dir arbeiten. Er wird dich, er wird mich verändern. Seine Wahrheit, er wird uns frei machen. Frei von dieser Gefangenschaft, von dieser Lüge und so weiter. Von diesen Annahmen, die nicht richtig sind, die nicht von ihm kommen. Das ist sein Angebot. Nicht mehr Wissen, sondern etwas, was sich verändert in uns. Man kann das ganz, also mir denkt, logisch, manchmal kommt so eine Entscheidung und dann machen wir das ganz bewusst, das Spiel, oder? Und ich finde das gut und das hilft. Aber oft passiert es so ganz, es passiert viel zu schnell. Nicht jede Entscheidung kannst du mit einer halben Stunde stille Zeit vorher absichern. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Identität bekommen. Bei Gott gibt es nicht nur Instant-Antworten, sondern er verändert uns so, dass wir gängig mehr wissen, wer wir sind. Dass die Wahrheit in uns anfängt real werden. Dass wir dem mehr entsprechen, dass wir es kennen, dass wir es wissen, dass wir verankert sind in dem.
Und auch da, das geht nicht zu Ende. Das ist nicht ein Level, das du irgendwann mal erreicht hast. Aber es darf wachsen. Und man darf satt und fest werden in Themen. Und es wird Sachen geben, die dir herkommen, wo du nicht mehr lange musst fragen musst. Weil du weißt, wer du bist. Weil du weißt, wer Gott ist. Und du kannst wie Jesus in der Wüste aus der Fülle von deinem Herz heraus Klarheit schaffen. Mit der Wahrheit. Das ist, wenn Wahrheit zur Identität wird. Wir haben in den letzten 4 Wochen über so eine geistliche Gewohnheit geredet. Über das Stillwerden, über die Kraft der Stille. Wir haben aber auch letztes und vorletztes Jahr schon über so geistliche Gewohnheiten geredet, wo wir darüber geredet haben, über Gemeinschaft, gewisse Formen von Gemeinschaft oder über einen Sabbat. Diese Serie kann man alle nachhören. Und wir haben über diese Sachen geredet, weil wir überzeugt sind, dass eben in dieser Gemeinschaft mit Gott die Wahrheit zu finden ist. Dass da etwas ist, was passieren kann, wenn wir Gemeinschaft mit Gott suchen und pflegen. Ob das in Stille oder im Fasten oder das kommt gar nicht darauf an. Gemeinschaft mit Gott, mit dem, der von sich selber sagt, er ist die Wahrheit. Verändert uns, macht uns widerstandsfähig. Und es ist darum heute eine verhältnismäßig einfache Botschaft. Egal, welche Fragen das kommen, egal wie stark das sie sind. Ich sage auch nicht, es gibt nur einfache Fragen. Es gibt manchmal Fragen, die bewegen uns nachher unser ganzes Leben. Es gibt aber auch Fragen, die vergessen wir gleich wieder. Aber die Einladung von Gott ist, komm zu mir. Bei mir findest du Wahrheit über dich und über mich und über andere Menschen. Und das macht uns widerstandsfähig gegenüber diesen Lügen, die in diesem Moment der Teufel uns möchte entgegenbringen möchte. Und er so tut, als wäre er Wahrheit. Etwas möchte ich noch sagen. Probieren wir Abstand zu nehmen von unserer eigenen Vernunft. Das ist auch ein Geschenk von Gott. Aber ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, wir schauen es von Grund auf, dann verpassen wir dabei, dass der Teufel eben wirklich ein guter Lügner ist. Und es ist keine Schande, wenn du es nicht gerade schaust. Wir müssen das nicht. Sondern wir dürfen mit dem zu Gott. Und es ist auch keine Schande, wenn wir es mal nicht geschafft haben. Es gibt eine nächste Chance. Gott ist da, bietet sich an. Er ist zu finden für uns. Das ist unser geistlicher Kampf. Ein Kampf um Wahrheit in unserem Herz.